Mijn naam is Abraham Schmidt van Bolivie en ik ben zeer dankbaar dat ik hier kon bij Lebenswasser Studio zijn. Ik wil van jou een ganz korte part van mijn geschichte vertellen. En dit gaat over wer zie ik. Wer zie ik, er identiteit, identity wordt het zijn. Ik zie als kind en van ganz klein aan zeer aufgewiesen worden aan mijn gezelschap. Ik kan niet veel aufmerksamkeit gekregen von meinen Eltern, weil wir hatten eine große Familie. Und die hatten nicht wirklich viel zu mir arbeiten, weil sie wir in Krieg so abgewachsen. Und so ich war sehr für eine Zeit, wo ich keine Freunde hatte und ganz allein auf dieser Welt war, für eine lange Zeit. Und an mein Bannerstedt verlangt ich aber sehr, ich will auch anerkannt sein und ich will wer sein, aber ich kriege das nicht hin. So ich war sehr verspottet und veracht an meine Schuljahren. Und als ich dann erst älter war, dann auf der Gas, wo ich dann mit Freunden war, mit Jugendlichen war, dann war das bis nach euer. So, da haben wir viel sehr schlechte Dinge angetan, wo da haben wir vielleicht bloß ausgelacht, da haben wir eine Kleider vielleicht fertig verraten, oder da haben wir einfach bloß mit Schmerzen angegangen oder irgendwas haben sie mir getan, was sie sich ausdenken und haben sie mir getan. Und ich war von allen Menschen ausgelacht. Ich bin eine Person, die nicht nur teilen will. Und ich fühle mich aus der ganz Hinterste und allein. Aber Gott hat einen Plan für das. Als ich ein paar Jahre drehe, wo ich das wirklich, wo Gott mich erfängt, wo Gott an mich ausschirmt, wird ich eine Klasse, wo ich nehmen will, das nennt sich der Gleicherstreck, der heilige Streck, so nennt die Klasse. Und du war dort, mein Leben ist dort mit abgeschrieben und meist alle Sachen, wo ich wieder aufgeschoben worden, du warst von geredet. Aber ein Tag, dann sage ich dort mein Leben, dort wird ganz und gar durchgebracht. Ich will wirklich das nicht aus bloß nach dort ich leben will. Und ich will kein Selbstwert, ich teile mich selbst nicht. Und das war ich wie. Und dann fange ich an zu beten, wird mir klar, dort diese Sachen, die mir im Leben fehlen, die wären an Gott allein. So, Jesus sein Wandel auf diese Erde. Du predigst immer, dass wir die, was uns Trennung vorbringen will. Und uns wirklicher Futter ist nicht uns irdischer Futter. Das ist Gott uns so gegeben, dass wir eine Zeit haben, wo wir ein Futter haben. Aber uns wirklicher Futter ist Gott. So, ich kriege mit einmal all diese Lage steht in meinem Leben. Die werden mit einmal an einem Moment rein alle abgefällt. Und ich werde nie gemerkt und ich kriege mein Selbstwerttrei. Ich kriege den Werttrei, was Gott mir gibt. Und ich kriege dort Trei, was ich wirklich soll sein. Und so von der bin ich froh, dass ich das erlebt habe. Und ich bin froh, dass ich mein wirklicher Futter erkannt habe. Ich habe sehr viele Momente, wo ich einfach meine Hand knall und ich fühle bloß die Gegenwart von meinem Futter, die Umarmung von meinem wirklichen Futter. Und da will ich die auch anbieten. Dort kostet ihr vor. Uns wirklicher Futter ist der, was am Himmel ist. Und er lügt mit offenen Armen, dass wir aus Sehenswürden ankommen und er will uns Umarmung geben. So, Gottes Segen.